Seid umschlungen, ihr Narrinnen und Narren, freut euch und frohlocket, es ist wieder fast laufend. Ich habe mir auch wieder jetzt Feines für euch alle Morde infallen lassen. All deine Karnevalisten und Sänger habe ich verzahlt, wenn sie kostenlos auftreten täten, durften sie immer sonst auf der Tribüne oben und würden dann von den Fernsehkameras extra lang im Bild gehalten. Die ältersüchtigen Typen sind natürlich drauf hingegangen. Ich habe ihnen verzahlt, die Kameralüge vom WDR wüsste Bescheid. Und die neue Intendantin vom WDR, das Emma Piel, das wäre eine Freundin von mir. Ja, mit der Frau Piel mache ich vielleicht eine Promotion-Agentur ab. Sie natürlich als stille Teilhaberin, auch was sagen ich still, ganz stille Teilhaberin. Ich sag ja nichts. Da machen wir 2 Kohle ohne Ende. Mit dem Festkomitee tun wir uns dann zusammen und machen der Rosenmond das Zug zum wirksamsten Werbeträger aller Zeiten. Da muss man sich jetzt vorstellen. Und dann fast du Lobensware vom Oppenheim-Esch-Fonds. Der ehemalige Oberstadtdirektor Lothar Ruschmeier, der schmiegt an Alkamelle und städtische Schulching unter der Lück. Und weiß am Zug eigentlich gar nichts wieder davon. Und dann haben wir eine schöne große Bunge Ware dabei. Da oben drauf ist dann das Eva Hermann im BDM-Kostüm. Ja. Das wirft er mit ausgestreckter rechter Hand, Mutterkreuzung und Volk. Und um einem anderen Fastenlobensware standen all die sexy Politiker. Der französische, frisch geschiedene Präsident Sarkozy und die neue Partie. Ja, mit der sexy Sängerin Carla Bruni. Die wirft dann Kusshändchen, ne? Ja, und Angela Merkel ist auch halt Ziegen am Üben. Und hat sie baufrei sexy Hemdchen gekauft. Ja, und Angela sieht jetzt aus wie Cindy aus Marzahn. Der Guido Westerwelle kütt sich für wie beim CSD. Er ist maskiert als Freiheitsstatue und schmiss blaue FDP-Pariser vom Fastelovenswang. Ja, stimmt das ja, ne? Dann haben die in 20 Jahren keinen Wähler mehr. Naja. Aber einen Mann, der lassen wir die auf der Ware noch auf. Das ist der georgische Präsident, ne? Der hat einen fiesen Gradennamen, das passt nicht, ne? Der kennt ihr das sicher auch, ne? Der heißt Saakashvili. Nee. Ich finde, das ist übertrieben, ne? Da lassen wir nicht auf. Nee. Gerade sind wir ja kein. Und von einem SPD-Fastelovensware schmiss doch Kurt Beck als Arbeiter verkleidet. Versprechungen unter der Lück. Rente mit 50. Hört sich schon an, ne? Ah, der meint 50 € im Monat. Ne? Aber bevor wir mit dem Werberusemond das Zug anfangen, hast du mir gedacht, schreibt ihr so schön Fastelovenslied. Das Lied heißt «Küste nicht Küste morgen». Wenn wir jetzt singen will, dann geht das. Wenn nicht, gut morgen noch uns. So, bitte, Herr Kapellmeister, lassen Sie kommen. Küste nicht Küste morgen. Das ist ja die kölsche Art. Was der Morgen ganz besorgen, da wird die nächste Woche gemacht. Drückt daheim der Wasserhahn, geht zum Muss. Rüst der Flüggenfirma an, dass noch kommen muss. Am nächsten Tag dasselbe Spiel, da wird langsam satt. Der fröste Kerl auf Henny will sich Antwort mit die Splatt. Was seht ihr? Küss de Hüt nicht küss de Morgen. Das ist ja de kölsche Art. Was de Morgen ganz besorgen, da wird der nächste Woche gemacht. Ja, küss de Hüt nicht küss de Morgen. Das ist ja de kölsche Art. Was
der Morgen kannst du besorgen, dann wird die nächste Woche macht. Der FC mit Christoph Daum stich jetzt endlich um. Dann hätte eine schöne Fußball drum, da stand die Kirche drum. Anstatt die Spieler Tore machen, zuffen sie Leverbier. Und über Punkte dumm sie lachen und erklären dir, was sagen die? Hey, küss den nicht, küss den Morgen. Das ist ja der Kölsche Art. Was der Morgen ganz besorgen, da wird die nächste Woche macht. Ja, 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 küss den nicht, küss den Morgen. Das ist ja der Kölsche Art. Was der Morgen ganz besorgen, da wird die nächste Woche macht. Aber jetzt alle, hey, küss den, küss den Morgen. Das ist ja der Kölsche Art. Was der Morgen ganz besorgen, da wird die nächste Woche macht. Da wird die nächste Woche macht. Vielen Dank, Dankeschön. Ja, das mit dem Lied hätte geklappt. Ja, was wollt ihr dann hier? Was wollt ihr? Wir wollen hier uns endlich eine niveauvolle Vortrag halten. Was soll das heißen? Ja, was bis jetzt hier so aufgegangen ist, das war ja oberpeinlich. Das Gesabbels von dir. Nimm dir nach, doch. Ja. Pass auf, schnell, mit Musik. Ja, gut. Sarah schläft, Köbischen, was ist denn Vater wieder am Schabau? Was ist das? Muss er eigentlich immer kulturlos sein, der faste Labend? Achtung, Köbischen, jetzt geht es los. Die 4 Jahreszeiten. Fang an. Et Frühjahr. Lass dich nicht stören, Kind. Nee, du hältst dich draus. Warte, fang doch hin. Also, Ruhe. Ich fange an, noch eins. Et Frühjahr. Allotria, et Frühjahr, das ist da. Die Knospen fangen nicht sprießen an. Et schuftet echter Bauersmann. Die Müschen tun fröhlich hüppen. Der Rhein macht Luther volle Düppen. Der Hahn springt ob de Hühner und bloß de Blackfoes singen schöner. Befreit man sich von altem Schmutz, nennt das der Fachmann Frühjahrsputz. Bei Männern fängt das Jucken an. Sie gehen jetzt auch an Frauen dran. So ist das, ehrlich, das ist wahr. Ein jeder weiß es Frühjahr, das ist da. Ach, da ist ja ein leckerer Bärbelchen. Ja? Ach, Bärbelchen, du willst dir Lüge sicher eine Freude machen, ne? Ja. Und willst dir ein Liedchen bringen. Ja. Meldet mir her, schön. Stunde auch fein ansagen, ne? Danke. Meine Herrschaften, wir erleben jetzt hier unser Bärbelchen. Ich han nur ein Problem. Tennessee lebt auf nem anderen Stern. Und der Stern, der ist Fußballplatz. Denkt nur
Der da, wo Rosemond ist, da jesse ich der Driss. Und mir ja noch wird, ja, wandern, es wünsche herrlich schön, lang unser Hetzfeuer und immer Ärger ist für ihn. Er sitzt nur am Internet und ich warte auf im Bett. Doch er will immer nur beim Googlen. Was soll ich nur machen? Ich find das ja nicht mit zum Lachen. Ich will singen, Computermäuschen singen. Der da, wo Rosemond da ist, vergesse ich der Driss. Und mir ja noch wird wandern, es wünsche herrlich schön, lang unser Herz verliert und dann so wir sind für dich. Und noch einmal, der da, wo Rosemond da ist, vergesse ich der Driss und mir ja noch wieder wandern, es wünsche herrlich schön, lang unser Herz verliert und dann so wir sind für dich. Ja, Liv, lecker Bärbelchen, das hast du wirklich ganz wunderbar gemacht. Leider haben wir noch keine Orden. Der Lieferanten-LKW bringt sie später, ne? Ja. Bedanken wir uns aber trotzdem bei unserem leckeren Bärbelchen Uschi Hansmann für das schöne Liedchen, dem Ausrufe. Dreimal von Herzen. Kölle! Kölle! Und noch Kölle! Und noch mehr. Ja, nicht so, der frühen Abend abbesoffen. Nee. Jetzt kommen welche, die machen auf 4 Putze. Bitte, meine Herren. Guter Rock, guter Rock, guter Rock, guter Rock, guter Rock, guter Rock. Warum sollen wir dann in der Heier, wo blieben noch jetzt hin? Denn Schmitzingfrau ist wieder da, tralalalala. So läuft denn alle Schmitz jetzt noch, tralalalala. Der Schmitz läuft flöcken am Standesamt, tralalalala. Er hätt jetzt Junges an der Hand, tralalalala.
Wer hätt dat von dat Landje da? Denken's an, die wohnt ja dicker über Nacht. Denk ich bloß ins an, Land die keine Beziehung hätt. Denken's an, die kütt die bloß an all dat Fett. Denk ich bloß ins an. Stina hätte ne Mann kriegt, ne Straßenbohrjung. Der hätt ja statt in nem Schneuzer schwer Horn ob der Zung. Et bruch nit nie zu Tore, ist mit mir allein. Et wohnt jetzt bei Gebore mit Ös und Kühe und Schwein. Wie kütt die Misch, wie nett, bei mich in das Bett. Das ist bestimmt kein richtiger Misch, sonst saß in dem Büsch. Der Misch, der wird kalt, sie wird schon langsam alt. Ach man, sie doch noch wieder flücht. Die Misch, die Misch, die Misch. Die Wiener zangenden Hirsch im Pott. Trapp, 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 trapp. Den klügte Bur, sie Pädes fort. Trapp, 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 trapp. Die Mischen ob der Straße wie trapp, 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 trapp. Die Kühe jetzt kein Frühstück nie. Trapp, 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 trapp. Kölsche Mädchen, Kölsche Junge, sind dem Herrjotjotje Lunge. Da hätt er selber sich gesagt. Wann ich so an mich Heimat denke, die Heste fein parat gemacht. Liebe Fastelovensfreunde, bei uns ist die Sangeskunst noch lange nicht verkümmert. Ein mehrstimmiger Gesang, herrliche Menschen hinter der Britze. Ich darf es vorstellen, Steffi Brandt hätte gesungen, der Heinz Becker, der Jupp Schönberg und der Udo Müller. Wir wollen uns bedanken in der Ausrufe. Uns 4 Wurzeln vom Isamat, 3-mal von Herzen, Gölle, Gölle und uns Gölle und Abmarsch bitte. Marisch, im Moment kann ich den Karnevalist zu packen. Marisch bloß. Ach, der da Forschens, der Müllmann da. Ach, das ist ja der tolle Dörres. Check der Ball, ja nicht wiedererkannt mit dem Mütze im Kopf. Der Dörres ist das. Hör uns, Dörres, kunst du den Lückflöck jetzt hier aus dem Blößchen verzählen, ja? Der dedet. Liebe Karnevalsfreunde, jetzt hören und sehen wir hier unsere tolle Dörres. Guten Abend zusammen. Ja, warum tu ich keine Menschen jetzt so aussehen, tue, wie ich aussehe? Das tut euch mal erzählen, tue.
Also nachdem ich erfolgreiche dritte Schuljahr 7-mal durchlaufen hat, bin ich ganz souverän in das 4. Schuljahr gewechselt. Ja, und damit war bewiesen, ich bin eine ganz schlaue. Ja, meine Intelligenzquotient ist so hoch wie der von Weißbrot. Ja, also ich weiß was. Und da habe ich dann mit Bravour Telefonbuch studiert und als krönender Abschluss kam dann die mittlere Bereifung. Und so stund dann in einem erfolgreichen Berufsstart nichts mehr im Weg. Ja, ich habe im Schiffsbau angefangen. Das war schön. Da habe ich alle Kollegen immer noch Wasser reingeschmissen. Ja, das stund da. Deutsche Werft. Der Kotrup war hier so eine Infotag in der Werft. Da konnte man sich alle möglichen Schiffe anschauen. Soll dem Kommandanten im U-Boot helfen. Ja, wie wir 20 Meter die fahren, da haben wir richtig Angst kriegen. Da sagt doch der Kommandant, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Tag der offenen Tür. Ja, ich mal lieber einen neuen Job gesucht. Der hat über einen Fischtrawler angefangen. Ja, und was habe ich nicht auch vom Captain gelehrt? Sextanten sind kein wollüstige Verwandte. Eine Globus, kein Toilette auf Rädern. Der Segel soll man erst dann streichen, wenn der Rest vom Schiff auch angemalt ist. Ja, Fische können Leichen, aber Leichen nicht fischen. Ja, auch ein Sonnenbrand hat seine Schattenseiten. Und Sonnenuntergang, das heißt auf Finnisch Helsinki. Ja, Piraten erkennt man eine Augenklappe. Düsseldorfer Piraten haben 2. Ja, der Captain und ich, wir waren schon ein tolles Trio. Ja, eines Tages ist der Captain dann auf hoher See friedlich eingeschlafen. Da musste ich der bestatten, im Seemannsgrab. Ja, wirst doch bald ertrunken. Ja, ich hatte das Grab ausgehoben. Ja, was also jetzt? Ja, da hab ich ganz logisch denken getut. Von der Bruttoregistertonne zur Mülltonne, vom Seemann zum Müllmann. Ja, ich hatte mir gedacht, Müllmann ist ein lauer Job. Und die kommen nur mittwochs. Ja, heute kann ich den's mit Manni. Bevor dass wir diese Morgen unser Auto instehen säte für mich. Döres, stell mir mal den Sitz vor. Ich sag, jen, Sitz, das ist Manni, Manni, das ist Sitz. Ja, und dann müssen wir erstens der Ware überprüfen. Der Manni setzt sich in der Ware rein. Scheinwerfer, sag jet. Rücklicht, jet. Blinker, jet. Jet nicht, jet nicht. Wir kriegen ja jetzt hier in Köln neue Mülltonne. Ja, mit Finster. Können auch Düsseldorfer einkaufen. Never kein Witze mehr über Düsseldorf. Nicht zum einen sind das alles wahre Begebenheiten.
Ja, und zum anderen habe ich festgestellt, dass auch ich Düsseldorfer Blut habe. Ja, zum Glück nur an der Stoßstange. Das Glück war meine Klav. Da dran sagst du es. Kölle, allein. Wunderbar war das, herrlich, kein Auge ist trocken geblieben. Das ist unsere Tonsaxteures, der Matthias Klein. Und wir, liebe Fastenabends-Freunde, bedanken uns für Matthias Klein in der Ausrufe. Dreimal von 18, Kölle, Kölle, Tronesack und Abmarsch. Schell, hören Sie gerade. Was hast du? Ich habe nicht wichtig, jetzt mit dir zu besprechen. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich es anfangen soll. Wenn ich ja eigentlich weiß, dass du nicht wirklich katholisch bist. Was ist? Das ist aber eine Frechheit. Was? Ich bin mit meiner ganzen Familie erzkatholisch, ja? Ich habe den Kreuzzeichenblick. Guck mal hier. Auch wieder wahr. Merkt ihr das ein für alle Male, bitte? Ja, entschuldige, ja, stimmt. Katholisch bist du ja. Ich wollte doch sagen, du bist ja nicht wirklich religiös. Ja, das stimmt. Ja, ja. Deswegen weiß ich nicht, ob du meine Begeisterung verstehst. Aber ich habe keine andere, mit dem ich sprechen kann. Und ich muss raus damit, sonst platze nicht. Ja, ist ja gut, Junge, ist ja gut. Worum dreht sich da? Was ist da? Ja, pass auf. Ne Freund von mir, der ist Künstler. Und der kommt eines Tages bei mich und sagt, Mannes, ich habe vom Domkapitel der Auftrag gekriegt, für den Dom ein neues Fenster zu machen. Hast du vielleicht eine Idee für ein Motiv? Irgendetwas mit Schöpfung zu tun hat? Ich weiß, sagt mein Freund, der Erzbischof lädt bei Kunst am Bau der größte Wert auf eine religiös-christliche, vielleicht schöpfungsgeschichtliche Thematik. Der Meißner wollte, dass man in dem Finster der Herrgott erkenne, aber nicht wirklich sehen kann, weil er meint, wenn man in einem Kirchenfinster der Herrgott sehen könnte, würde das Brauhaus finster. Was hätte da dir in Brauhaus finstere? Dat da hinter mir Lüge auf der Bank sitzen wie bei ihm auf der Kommunionsbank. Ja, jetzt pass auf, ich zeige dir das Finster, um das es geht. Da kannst du selber sehen. Du hast das Ding herbringen lassen. Ja. Mannes, das ist doch Kunstraub. Wie sät der Volksmund? Wo Gerhard Richter ist, ist auch kein Kläger. Wegen dem Dreck in der Luft, Mortens alter Finster geht neu machen. Ja, da dran sieht man, wie wichtig die neue grüne Feinstaub-Innenbefahrungsanwohnererlaubnisplakette ist. Gerade im Moment weht das künstlerische Klerikalfinster zufällig aus der Glaserei hingen Heimat. He über der Aldermat wieder in der Domerin geschwenkt. Ich kenne den Kranführer Jod. Pass auf, mir jünne dem Finstern se Klei-Rusekranzbäuschen. Ey, Mama Mattes, komm mal raus. Ach, tatsächlich.
Also das ist ja wirklich nichts anderes wie eine plattgefahrene Lappe Clown in der Speak. Das ist doch gefinster. Und doch, Computerfachleute sprechen also ja schon vom Windows Pixel Church Window. Das ist im Augenblick bloß die materialistische Wirklichkeit. Aber die Kunst von meinem Freund Meister Gerhard Richter wird dich schäl zum ersten Mal in deinem Leben sehend machen. Der ist dritte durch. Lieb Fastelovensfreunde, liebe Anhänger des radikal-liberal-rheinischen Katholizismus. Wollt ihr jetzt ob der Stelle erleben, was für eine spirituelle Botschaft hier in dem Finster drin steht? Ja! Dann verrate ich euch ein Geheimnis. Durch die Töne von einem schönen alten Kirchenlied wird die göttliche Glasfinsterbotschaft offenbar. Deswegen singen wir jetzt all zusammen, macht hoch die Tür macht weit. Aber natürlich mit einem anderen Text. Passt auf, wir singen. Zeig uns, was in dem Finster ist, der Kardinal sind dich gewiss. Also ich singe jetzt jeweils eine Zeile für und ihr singt das mit römisch-katholischem Kavuptisch noch. Ja, Achtung, ich singe uns für. Zeig uns, was in dem Finster ist. Jetzt ihr. Zeig uns, was in dem Finster ist. Jetzt ich noch uns für. Der Kardinal sind dich gewiss. Jetzt ihr. Der Kardinal sind dich gewiss. Date sich wirklich, der date sich. Da ist sie, ihr künstlerisches Abbild, so ja, Buffe mit Schlopp, Herr Präsident, die... Da bin ich aufgeregt. Ja, ist ja noch schön ein Jotleben, Mann, ist aber so ein Wursch ist ja nicht gerade ein Sakralobjekt. Was ist? Ja, ich weiß, für dich geht anderes, so fast ins Heilige. Aber doch nicht für einen Kardinal. Ach so. Lorenz, da könnt doch Kardinal. Ja, er ist bekehrt. Da könnt wieder leibhaftig unter uns. Jetzt sind wir wieder alle zusammen und Blut, wo ist es da? Herr Präsident, die... Hey, Mannes, ja, hör wo läuft er jetzt hin mit unserer hellisch gewordenen Flunz? Ach, der läuft doch mit in der Altstadt noch ein bisschen Reklame für uns Sitzung. Ja, sag, wie hast du das dann hingekriegt? Ich habe mir gesagt, wenn er mit der Monstranzenflunz durch Köln läuft, kommen wir bestimmt in das Guinness-Buch der Rekorde. Aber so jetzt steht Und was soll dabei die Guinness-Buch-fähige Leistung sein? Ja, luder uns hinter dich, da, luder uns genau hin. Das ist der kleinste Rosemond, das Zucht der Welt. So, liebe Karnevalsfreunde, es geht jetzt weiter hier. Ist ja mittlerweile eine feste Einrichtung in unserem Fastelovend geworden. Das Knollendorfer Quartett. Wer guckt von draußen rein? Holla hi, holla ho. Kann das der Herr Schäuble sein? Holla hi, ja ho. Datenschutze Fremdwort ist. Holla hi, holla ho. Wann du Innenminister bist. Holla
Ich kontrolliere jetzt, holla hi, holla ho, was Dummes im Internet, holla hi, ja ho. Dabei will ich deine Konten sehen, holla hi, holla ho. Troja lebte es wunderschön, holla hi, ja ho, holla hi, ja ho. Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände. Tschüss Münte, tschüss Münte, tschüss Münte. Schön war das Märchen, nun ist es zu Ende. Tschüss Münte, tschüss Münte, tschüss Münte. Große Abschied nehme ganz privat. Nimmst Dingen Hot, gedür zu ihr Macht. Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände. Tschüss Münte, tschüss Münte, adieu. So schön, schön war die Zeit, so schön, schön war die Zeit. Deutscher Meister und Pokal. So schön, schön war die Zeit. Wann erlebe ich das noch mal? So schön, schön war die Zeit. Wenn Fahn gut wies, der Bock, der Biest, Röte, Trumme und ne Schal. So schön, schön war die Zeit. Angriff, Abwehr, erste Mal. So schön, schön war die Zeit. Doch ich weiß, irgendwann sind wir uns wieder dran, dann sind wir wieder Nummer 1. Dann steht ganz kalte Kopf, das Fußballherz geht ab. Das wär so schön, um wahr zu sein. So schön, schön war die Zeit, so schön, schön war die Zeit. Gebracht. Viva Colonia und spezielle Kircheart. Viva Colonia, an mir auch so gedachten Graf. Viva Colonia, doch fast der Kölsche Plan. Muss blieben Kölner. Ja, liebe Karnevalsfreunde, da war unser Knollenrauber Quartett mit Texten vom Udo Müller. Mitgesungen an Steffi Brands, der Heinz Becker, der Job Schönberg, der Udo Müller und der Jacki von Goretzky. Mannes, reich Ihnen bitte die mehrstimmige Wurst. Ach, was war das wieder schön? Was hat er für eine Stimme? Ihr mögt endlich ins ballender Fernsehen. Hennes, wenn du die Wohlstand zum Interview mitnimmst, janken uns mit ihrem Friseur, sind hier noch Haare dran. Und wir danken dem Udo Müller und dem Quartett Schmölz, der ausrufen, drehen wir kräftig Kölle. Allah! Kölle. Allah! Und Kölle. Allah! Oder was bitte?
Zwillingsschwester nicht gesehen. Wie sieht die dann aus? Ja, blöde Frage, genau wie ich. Nee, hast dich gesehen. Wo mach ich dann wieder ab, hier bleiben. Oh! Oh! Da bist du ja. Ich hab dich ja nicht gesehen. Und ich hab dich ja nicht gehört. Hast halt wieder die Höhe gerät, nicht da. Was ist? Die Höhe gerät! Warum schreist du dann so? Jung, was war das denn geduld, durch das Gewühl zu kommen? Ich hab dich in der Straßenbahn aus den Augen verloren. Wo? In der Straßenbahn. In der Badewanne? Der Bügel mit der Pflanze, der Raggelsche haben sie mir gekleut. Was? Und meine Brille haben sie mir von der Nase geschlagen. Nee. Und ich bin welche Herr zweimal in einen dicken Hungshofen getrottet. So viel Telamine habe ich selbst noch gekriegt, nicht auf der Straße gesehen. Ja, damit der Hungshaufen ist ja ein Handicap. Was? Das Handy ist weg. Mein Gott, da wird ja immer schlimmer mit dir. Ach ja, jübsche dumme Europäer. Schande doch gesagt, mir hat nichts mehr. Ja, mit du noch der Füß, wie? Komm. Lass mir jetzt essen, Jan. Da drüben ist ein Fischbuch. Nee. Ich esse nix, was 2 Ohren hat. Auch keine Fisch. Schande nas noch vom letzten Essen voll. Wir 2 wollten uns lecker essen. Leider hat ich mein Zeng vergessen. Wartet ja, wartet sie für mich. Aber Fisch könnt man nicht ob da Tisch. So sind wir dann wieder gestorben. Woanders wie doch Jotjuka. Denk mal leid, sagt der Kürbis uns glich. Bei uns jedes Hück nur noch Fisch. Doch der Gedanke, dass an so stinke fängt, wo mir jetzt doch so an meinem Jod schenkt, der wird mich fällig, weil ich nichts ertragen kann. So eine schöne Fisch in der Pfanne. Unser Schliss, der wohnt immer mir. Der Mare, der tät uns halt wie. Ohne Zeng kann dich kein Essen locken. Drum haben wir paar Bieren getrocken. Wir sind dann ob Helm angegangen. Wer tät uns an der Tür empfangen? Ja, wer war das dann? Der Struppi, ich schlüpft er durch Schliss. In der Schnauz Hat mich gebiss. Doch der Gedanke, dass der Möbling 10 anhat, der macht uns richtig satt. Satt bis oben hin. Drum kommen wir mit dem Verzell jetzt alle hin. Ja,
Natürlich wunderbar, wunderschön, klasse, der wunderbare Sketch mit dem Lied von unserem Inge van der Lohe. Mit dabei mitgesungen hat der Udo Müller. Liebe Liebe Mannes, hier findet die Rosa, pass auf, der Hund klurt da. Ja, liebe, hochverehrte, gnädige Frau, mir hätt's gehört dem 1. FC Köln, aber mein Bursch ist noch frei. Ach, wie schön. Und wir bedanken uns Inge van der Lohe beim Udo Müller, der Ausrufe dreimal von Herzen Köln. Köln! Und Köln! Und Abmarsch bitte. Herr Präsident! Ja, ihr seid ausbaufähig. So, meine Damen und Herren, geht jetzt weiter. Einer der bekanntesten und beliebtesten Büttenredner der letzten Jahrzehnte macht jetzt hier seine Aufwartung. Freuen Sie sich jetzt mit mir auf den Weltenbummler. Für meiner Weltreis Abschied zu fähre, wollte ich in mein Stammkneip rennen. Versucht gerade ne Alemann ganz vorsichtig rückwärts in ein paar Glück zu rangieren. Ob einmal gut von hinten ne Sportware rangefäscht. Zack, zack, in die paar Glückerin. Ne junge Mann steh ich aus, lacht der Alemann an und sagt, ja, jung und dynamisch muss man sein, dann kann man sich sowas erlauben. Der Alemann zurück in seine Ware, geht rückwärts voll Jas, fährt der Sportware zu Schrott, steh ich aus, lacht der junge Mann an und sagt, ja, alt und reich muss man sein, dann kann man sich sowas erlauben. Ich in die Kneipe renn. Steht doch da so ein kleiner Schaf von einem Amerikaner ob, schnappt sich ein Zitron, quetscht die aus, tropf, tropf, tropf und sagt, well, $1,000 for the man, der hier noch einen Tropfen rausholt. Atemlose Stille. Steht so ein klein zebinge Mensch ob, schnappt sich die 3 Zitronen, drück, tropf, 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 10 Tropfen. Sagt der Ami, well, you are the winner. Gestatten, dass ich mich vorstelle, Big Joe Hammer, amerikanischer Meister im Catchen. Seht das Menschen, dann will ich mich auch vorstellen. Schmitz vom Finanzamt Köln-Süd. Ich schwieger mit dem Zug nach Rom. Im Abteil saß mir einer gegenüber, der wollte meine Sprachkenntnisse testen. Fragt er mich, was heißt Rinderdiebstahl auf Englisch? Ich sage Oxford. Meinte, was heißt denn impotent auf Arabisch? Ich sage Islam. Meinte, probieren wir es mal andersrum. Was heißt das Gegenteil davon in Rom? Ich sage Vatikan. Säte, mit Ihnen hat es keinen Zweck. Han ich schon Ihr Test. Ich sage, wissen Sie denn, wie man in Amerika zu einem Mann nach einer Geschlechtsumwandlung sagt? Wusste er nicht. Ich sage Pin-Up Girl.
In Rom angekommen hatte ich Audienz beim Papst. Für mir in der Schlangenstunde Filmschauspielerin in einem gewachten Kleidchen. Die Tür geht ab, ratzfatz Benedikt Güderin. Wie der bei der Filmschauspielerin angekommen ist, geht die für ihm in die Knien. Der Papst lädt genau in das Dekoltieren, hält sich die Hand für die Ohren und ruft, mein Gott! Gute Stimme von Bove, ich danke dir, dass du mich gerufen hast. Danach habe ich 2 Wochen Urlaub auf Kreta gemacht. Weil es Sünche so schön schingedet und das Hotel so ein schön Dach, ja, de Sonnenterrasse hat, ich da rup und mich spuddelrü ob der bohrende Sonne gelad. Ob einmal hören ich einer komme, ich im Rubbedidub, dat Handtuch über der Rücken. Kütt der Hotelier um der Ecke und brüllt, wie können Sie hier nackt Sonnenbaden? Ich sage, warum denn nicht? Ich bin doch ganz allein, sieht mich doch keiner. Seht ihr, das meinen Sie? Sie liegen auf dem Glasdach vom Speisesaal. Seht, meine Freund, der Senkendeckels Hein für mich. Ich habe dich erst Abend im Park mit einem dollen Schuss gesehen. Wie war es dann? Ich sage, muss ich doch erzählen. Bei meiner gestrigen Exkursion in die noch relativ heile Pflanzenwelt unseres kommunalen Parks, die ich als Äquivalent für die progressive Umweltverschmutzung unternahm, visualisierte sich unerwartet auf einer Parkbank die optimale Realisation einer adäquaten Partnerin, sodass eine Affekthandlung geboten war und ich mich auf derselben Bank platzierte und obwohl Reaktionsmängel seitens der Zielgruppenvertreterin Kontaktscheu signalisierten, gelang im Verlauf des von mir progressiv eingeleiteten Sozialisierungsprozesses eine verbale Kommunikation, wobei ich mich bemühte, durch vorsichtige globale Sensibilisierung die soziopolitische Irrelevanz sexueller Tabus evident zu machen, stieß jedoch dabei leider auf verkrustete hierarchische Strukturen in der Mentalität meiner Nachbarin, sodass ich mich in meiner Frustration veranlasst sah, lediglich ein approximatives Kollektivbewusstsein zu initiieren und der Mechanismus dieser Motivation löste bei ihr die spontane Frage aus, Junge, hast du Lust? Leef Lückscher, lade ich von einem Weltenbummler sage, dort alles im Leben mit Humor ertrage. Mach ich zusammen heute Abend viel Freude, denn es lebe dort leider kein Ewigkeit. Allah! Vertrauensfreunde der Weltenbummler jetzt rück hier herrlich vorgetragen von Walter Oepen. Mannes, reich ihm bitte die globalisierte Wurst. Lieber Gerd Rück, mal was näher. Es ist also über 40 Jahre her, dass du hier bei uns das erste Mal abgetreten bist. Deswegen brauche ich dir das mit unserem geliehenen Wurschorden nicht zu verklaren. Aber ich sage dir... Hast du eine Spritznebelallergie oder was? Ich wollte erzählen, neulich hatten wir uns wieder eine Jungkarnevalis auf unserer Sitzung. Dem mord ich die Wurst, als halbus der Schnüss riese. Und wie der endlich begriffen hat, dass er die Wurst nicht geschenkt kriegt, fing der doch tatsächlich eine Verzell von der Familienministerin an. Von der Familienministerin? Ja, haha, ich auch nicht begriffen, aber er sagt, Mannes, kann ich die Blutwurst denn wenigstens von der Leyen?
Und wir verabschieden uns vom Weltenbummler Jagd Rück und Walter Öpen, dem ausrufen, dreimal kräftig Köln. Und Köln. Und uns Köln. Lass mal bitte. Ach, du lebst nicht, ich glaube, ich mach da nicht fortkommen. Der Junge hat bekloppt, der Maritzebill. Schöne Menschen, wir sind da. Da lebt Maritzebill, wie jeder da. Ja, so. Es ist ja, du bist krank, ja. Wir zeigen dir und deine Lüge jetzt im Saarlands, wie man auch als älterer Mensch noch fast laufend feiern kann. Jung, da Jon ist über die Uhren flehen. Jungens, lot Jon. Fastelovend, faste leer. Fastelovend, faste leer. Fastelovend, faste leer. Fastelovend, faste leer. Ja, wenn ihr doch Fastelovend angeht, sind selbst wir alle nicht mit zu halten. Dann will mir nix mehr von Seriosität im Alter wissen. Wenn wir die Decke drum hören, dann jügert uns in den Beinen. Und dann will wir bloß noch Hüppe tanzen und einfach bloß vor Deutsch sind. Dafür sind die Jacke doch da. Ho, 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 in Köln ist jetzt los. Ho, 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 auf ihre Fastelovend. Ho, 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 wo die Jacke unters Bett. Ho, 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 der erste Play durch Straßen. Da sind wir, so Deutsch blöd und ganz da. Vom Hüpfe, Tanzen und Springen, kriegen wir dann den Ast niemals voll. Ich sage, und wir passen, das macht Spaß, dreh volle die schlanke Ganze. Oh, 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 in Köln ist jetzt los. Oh, oh, oh. Ihre Fastelovend, oh, 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 alle Jäcke vieren mit, oh, 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 wir jammern nicht noch Bett. Fastelovend, faste leer, Fastelovend, faste leer, Fastelovend, faste leer, Fastelovend, faste leer. Seht ihr, das ist doch ganz einfach, Freud zu haben und Freud zu machen. Ich sage, und wir passen, das macht Spaß, zu singen. Spaß, auch andere Freude zu machen. Oh, 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 in Köln ist jetzt los. Oh, 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 auf ihre Fastelovend. Oh, 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 alle Jäcke vieren mit. Oh, 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 ich jammer nicht noch mit. Oh, 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 in Köln ist jetzt los. Oh, 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 auf ihre Fastelovend. Oh, 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 alle Jäcke vieren mit. Oh, 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 ich jammer nicht noch mit. Wunderbar, herrlich, schläft Maritzebill, hast du gut gemacht. Ein Fastelovend Samba, die deed uns gut, hier der Regen und Blut. Geschrieben und gesungen von unserer Maritzebill, Steffi Brands. Bedanken wir unsere Maritzebill dem Ausrufer, dreimal von Herzen, Kölle, Kölle und Kölle. Ah, das sind die auch wieder. Ja. Ihr wollt sicher den Herbst bringen, wa? Du merkst eben auch alles. Wird ja nicht frisch, bringt der Herbst und dann jö. Das heißt nicht Herbst. Nicht? Das heißt Herbst. Du. Ne? Genau. Psst. Also. Mit Musik, Achtung, Kürbisschen, mach. Ta-da-da-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-da-da-ta-ta-ta-ta-ta.
Der Herbst. Kartoffeln kommen aus der Erden. Sie wollen endlich Fritten werden. Die Bäume werden bunt und bunter. Es fällt so mancher Apfel runter. Die Pflaumen sind jetzt herrlich reif. Jetzt Prommekoche. Let's live a life. Welch super sportliches Gefühl. Ich lenk am Himmel Pattefühl. Es braust umfällt der Hagelsturm, drum gräbt sich ein der Regenwurm. Kein so mehr im Wald jetzt tralala. Es ist zu windig, der Herbst ist da. Ja, Mannes, wie wird denn nur dann so groß? Spezialentwicklung vom Fernsehkoch Johann Lafer. Ach, da könnt ihr ja. Ja, hallo, Spermanes. Ist ja wunderbar, dass ich dich doch noch gefunden habe. Ja, was kann ich dann für dich tun? Ich will ein neues Buch herausbringen mit dem Schwerpunkt reinliche Küche. Aber ehrlich gesagt, da kenne ich mich nicht besonders aus. Das Einzige, was ich kann, sind Nonnenpfützchen. Ach, die kennst du. Ja, ich koche schon mal fürs Nonnenkloster öfter Weißkohlsuppe. Das Buch muss möglichst schnell raus, sonst läuft mir der Witzigmann doch noch den Rang ab. Aber wie kann ich am schnellsten in die reinliche Küche eintauchen? Ich habe eine Idee. Ein Lokal macht auf. Ein Lokal? Ich geb meinen Namen durch Kapital. Ein Lokal macht auf. Ein Lokal. Ich spiel den Besitzer, du das Personal. Bitte sehr. Da kannst du singen. Auf fein. Ach nein, lass es sein, sonst setzt die Hälfte aller Gäste sich in Trab. Da kannst du kochen. Oh fein. Ach nein, lass es sein, sonst hau doch noch die andere Hälfte ab. Ein Lokal macht mal auf, ein Lokal. Aber wat für ein? Überlegen wir doch mal. Vielleicht ein klein Kaffeeboot in Köln-Wahn. Da liest du Mettbrötchen zu schmirren und halben Hahn. Du, das wär nicht der richtige Weg. Ne? Wenn schon lokal, dann nur mit Diskothek. Ja, sicher. Die brauchen wir, die müssen wir auch direkt abnehmen. Erst die erste Hypothek, dann die zweite Hypothek. Mannes, Na, ihr redet doch nicht von Hypotheken. Diskothek. das Lokale verspringen wir. Ja gut, gehen wir lieber in ein gemütlicheres. Da hast du recht. Bei Möllerbuck, ganz nah am Ring, da lernst du saure Nierchen. Da fällt mir in, du hat's versprochen, Wildgulasch mit Bierchen. Du musst nämlich wissen, in Köln isst man erst jen Wild aus heimischen Wäldern, wie zum Beispiel Königsforster Rehschulter mit Fühlinger Rudekappes. Du willst doch für Höck richtig schön Rehfleisch besorgen. Super frisch. Hätte das nicht geklappt? Nein, das frische Stück Rehfleisch ist mitsamt seinen 4 Beinen einfach laufen gegangen. Wo bist du dann ob Jach gegangen? Ja, das kann ich dir sagen. Das Reh stand auf der Autobahn bei Nacht. Der Autobahn bei Nacht. Der Autobahn bei Nacht. Ich ging aufs Gas, das Reh hat nur gelacht.
und hüpfte von der Autobahn bei Nacht. Du stellst dich aber auch wirklich zu blöd an. Ich hatte super Glück mit einem ganz jungen, zarten Reh. Das wollt ja nicht mehr fort von mir. Ach, Mannes, das sind doch alles Märchen. Wo soll dir das denn passiert sein? Mitten in Köln. In einem von der genöchlichen Waggons von der KVB. Da fuhr ich mit dem Reeperbahn bei Nacht. Dem Reeperbahn bei Nacht. Dem Reeperbahn bei Nacht. Noch in et Hetz, trotzdem hat es gelacht. Dann fuhr et heim, dat Reeperbahn bei Nacht. Süß. Gelle? Gut, dann lassen wir das mit dem Wildgulasch. Es wird ja wohl noch andere kölsche Rezepte geben. Oh, da weiß ich jetzt ganz Spezielles. Ein deftige Ätzezup. Die muss unbedingt in das neue Kochbuch mit drin. Also ist wie beliebt beim Publikum, so jeder ist, ne? Moment. Was, bitteschön, ist Ätzezop? Also ich blicke durch die Niederungen der rheinischen Kochkunst einfach nicht durch. Du hast Glück. Johann, du hast es so jetzt von Glück. Da führe Gütgrad einer schnurstracks ob uns an, der dir helfen kann. Das Dunkel des Blätterwaldes rheinischer Kochrezepte macht er dir lichter. Lieber Horst, du Reinhold Messner des europäischen Butterberges. Hast du mitgekriegt, was hier unsere Edelmenü-Brötsch Hannes für ein Problem hat? Was sägst du dazu? Ach, da soll man noch galant sein. Hör mal zu, Johann, ich find, Ätzezup muss dir bekannt sein. Die kennt hier doch jedes Kind. Nur so Fleisch und nur so bisschen auf Gourmet, mal auf der Keks. Was Reelles und was Schnelles sind nicht Schnitzel, nur und Steaks. Heut rat ich dir ab vom Braten, fang mit Ätzezup ins Arm. Und ist dir gut geraten, bis in Köln du der Mann. Ja, lass die Erbsen schön quellen vom Vorabend an. Morgens 2 Stunden kochen dazu. Schmeißt du dann Öhrchen, Schwänzchen, Schnüsschen, Füßchen, dicke Äpfel, Majoran, Mürchen, Porree, Speck und Öllig, Salz und Pfeffer muss noch dran. Und dann halbes Stündchen noch und schon ist fertig die Suppe. Nach dem Essen belohnt dich manch leises Fupp, Fupp. Du hast manches schon kapiert, nur ein einfaches Gericht wie die Ätzezup noch nicht. So hat manchen schon verführt, doch mit so etwas Deftigem wohl noch nicht. Mir ist manches schon passiert, aber so etwas noch nicht, dass ein starker Weingericht wie die Ätzezup nicht kennt. Ja, dann hat er wohl in der Kochschule gepennt. Ja. Nur bezahlt bedankt sich. Also das kommt auf jeden Fall mit ins Kochbuch hinein. Aber mir fehlt da noch ein bisschen was Außergewöhnliches für meine Sammlung. Am liebsten sogar was Kurioses. Ich habe in der Zeitung gelesen, die Frau setzt an der Rennbahn ob Pätscher viel Geld. Ich habe dir ganz flück bewiesen.
Es gibt eine Lösung, die ewig hält. Pass auf. Was machen wir mit dem Bett, Was machen wir mit dem Bett? Sauerbraten, machen wir mit dem Bett. Sauerbraten, machen wir mit dem Bett. Viel zu deftig, Sauerbraten, wer leidet drunter? Willst du's verraten? Die Galle leidet unter dem fetten Alle und dann drückt sie fies. Die Galle, der tät am besten nur gefallen, Mara Fleisch vom Spieß. In Köln läuft Köln statt Wein in Mengen durch die Kehlen. Und wer als Koch was auf sich hält, darf da nicht fehlen. Gang. Und Öl, ganze Jahr. Ich schreib in jedem Fall hier ein Kochbuch mit all den Rezepten von Sulz bis Radertal. Ja, liebe Freunde, wann hier nichts gekocht worden ist, will ich euch doch wenigstens sagen, was gerade gebacken wurde. Als Johann Lafer war das der Udo Müller. Als Hochlichter der Jupp Schönberg. Die musikalische Zaus hat arrangiert der Wolfgang Schmidt. Das Ganze zu Papier gebracht hat der Spämanis Charlie Keverling. Wurst kriegen die kein, ich krieg kein Wurst. Wir will die zwei starken Kirchen nicht mit Jammelfleisch in Verruf bringen. Bedanken wir uns aber für die musikalische Kölsche Kirschwanderwäsche mit einem dreimal gepfefferten Kölle. Kölle und Kölle und Abasch. Freunde, die Dinger in der Tünnes und sich im Sonnenschrat gekommen, die singen uns jetzt ein schönes Liedchen, dann noch schon jetzt zwei. Hey! La 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 la. Schön ist der Fastelavondsing, wann mit Trommeln mal durch Kölle trinkt. Hoch am Himmel stinkt die Sonne, wann am Zuchtweg tausende Menschen standen. Schön ist der Fastelavondsing, mach dich fertig, denn es ist so weg. Du und ich haben wir hangen den Tick. Schön ist der Fastelavondsing. La 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 la. Das Schönste im ganzen Jahr ist der Fastelavond. Backen weht hier kräftig ob den Trommelklapp. Das Schönste im Fastenlehr ist der Rosenmontag. Backen steht ganz Kölle wieder auf dem Kopf. Da tränken wir uns lustig an und ab geht dann der Boss. Dann hüpfen, dann zu springen wir auf die Straße. Das Schönste im Leben ist ein Viere und dann rufen wir Alarm! Schön, 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 schön ist der Fastelavondsing, wann mit Trommeln mal durch Kölle trinkt. Hoch am Himmel schenkt der Sonne, wann am Zuchtweg tausende Menschen standen. Schön ist der Fastelavondsing, mach dich fertig, denn es ist so weg. Du und ich, wir hangen den Tick. Schön ist der Fastelavondsing.
Lied von unserem Udo Müller. Ja, dünnes in der Sonne, Kürbisje nicht gesungen, da war Renate Fesen. Und wir wollen uns bedanken mit der zweiten Ausrufe. Dreimal von Herzen, Kölle! Und Kölle! Und uns Kölle! Und Abmarsch bitte. Ah, was ist das? Das ist das Kett. Nicht Ketchup, was siehst du gut aus? Oh ja, schon der Jackpot geknackt. Ja, also nicht allein, nee. Mit meiner Tippgemeinschaft. Ja, sag uns, wie viel Leute Mozart gewinnt am Teil? Mit der katholischen Frauengemeinschaft Deutschland. Ja, jetzt muss ich doch wieder putzen, Jan. Wofür das dann? Ja, sonst kann ich meine Putzfrau nicht bezahlen. Ich bin dann in der Stadt und habe mir neue Blute gekauft. Dann lief mir das Fingernies über der Weg. Sarenskett, hast in der Zeitung gelesen, dass unser früherer Chef tot ist? Ich sage ja, aber ich frage mich die ganze Zeit, wer noch mit dem gestorben ist. In der 20 Stunden nämlich. Mit ihm starb einer unserer fähigsten Mitarbeiter. Weil ich so eine Schlitz hat, bin ich in der nächsten Wirtschaft gegangen. Noch eine Ewigkeit sagt der Goebbels für mich, irgendwie kommen Sie mir bekannt vor. Ich sage ja, ich habe vor einer Stunde bei Ihnen ein Kotelett bestellt. Am Tisch nebenan saßen zwei Männer. Sagte ein, ich bin so öff unterwegs, ich will meiner Frau einen Hund schenken, der so ein bisschen den Zick vertrieb und freundlich mit dem Schwanz wedelt. Der Revene Jas von der Thek, wow, wow. Am nächsten Tag wollte ich bei der Doktor. Da muss man ja erst viel Zick mitbringen. Die Sprechstundenhilfe kam und sagt, wo ist dann der Patient, dem ich einen Verband anlegen soll? Sag auch, der ist hat lang gegangen. Die Wunde ist inzwischen verheilt. Dann war ich dran. Sage, Herr Doktor, ich habe seit 3 Tagen keinen Stuhl mehr gehabt. Um Gottes Willen, meint er, da setzen Sie sich erst einmal. Hatten Sie mal mit Polypen zu tun? Ich sage, ja, als junges Mädchen. Das waren 2 von der Eilsteinwache und einer vom Weidmarkt. Ja. Und wie jedes ihren Hämorrhoiden. Sag, wie ich schon bedrisse. Hätte mir Zäpsche verschrieben. Stund drauf schnell wirkend. Wie ich am nächsten Morgen wach wurde, hatte ich noch den Finger in der Pfote. Dann war der Zahnarzt fällig. Ich klingele keiner Mat ob. Lore durch das Finster und sehen, wie der mit seiner Assistentin zugange ist. Wie schreit Jon Wulz Matte die Tür und sagt, Entschuldigung, Frau Zenkmann, ich habe gerade ein Nickerchen gemacht. Sag ja, das habe ich durch das Nensterchen gesehen. Aber jetzt freue ich mich über lecker Tässchen Kaffee und eine Zigarette. Bis demnächst, für Zenkmanns geht. Ja, liebe Fastelavondsfreunde, liebe Narrinnen und Narren, das war jetzt wieder unser Original Zenkmanns Cat und Inge von der Lohe.
Lieber Mannes, reich ihr bitte das tätowierte Seniorenwürstchen. Ja, Kätchen, du liest uns so Arsch am Hetze, weil du immer eine ganze Bärmkölsche Wort von dir gießt. Und wenn ein Fremdwort dabei ist, ist man jetzt recht am Riemeln. Ja, man soll nicht jedes Fremdwort verdüveln. Ich hab mir dummerweise zum Muttertag überlegt, verdammt nochmal, du schenkst nicht wieder so eine Praline-Packung, wo ein Fremdwort draufsteht. Du sagst jetzt, wo dasselbe Wort auf Deutsch draufsteht. Und da habe ich meiner Mutter statt Merci eine Packung Klopapier von Danke geschenkt. Ja. Kätchen, du kriegst aber mein Wurst und ich verabschiede dich mit einem Fremdwort, was auch auf einem Klopapier draufsteht. Servus. Ja. Und wir bedanken uns für die wunderschöne Rede beim Inge von der Lohn der Großrufe. 3 von 18, Köln! Allah! Köln! Allah! Köln! Allah! Und jetzt ab in Rieder Heimstätte. Ja. Herr Präsident! So, hören's, Mannes, warum ist das eigentlich? Warum hat das eigentlich mit dir und dem Cat nie jetzt gejoffen? Ja. Ihr 2 Worte, Thomas, sind zusammen um Standesamt. Ach, hör auf, das war schlimm. Wie wir in das Amtszimmer reinkommen, lurt der Standesbeamte mich an und sagt für das Geld Adoptionen 3 Etagen tiefer. Ja. Yeah. So, liebe Vaterlandsfreunde, ich will jetzt erst wichtige Lüge vorstellen, ohne die uns sitzt so gerne möglich schwer. Nämlich uns hervorragende Musiker, allererstens unsere Kapellmeister, Arrangeur, Liedeinstudierer und Tasteninstrumenteur, unser Wolfgang Schmidt. Am Schlagzeug Tom Gierke. Am Bass Ole Muth. An der Gitarre und Mandoline Wolfgang Seifert. Und am Keyboard der Heinz Becker. Tja, liebe Vaterlandsfreunde, euch den Mannes seinen Darsteller vorzustellen, wäre wie Eulen nach Athenstetaran. Er ist ja schon so beliebt und bekannt, dass er nur noch verkleidet unser Theater verlassen kann. Naja, sonst würden ihn seine Fans vor Freude täglich mehrmals zerreißen. Meistens zieht er sich die unscheinbare, aber geschmackvolle Garderobe eines gut aussehenden jungen Mannes an und verlässt unser Haus nicht als Spaimanes, nein, als Charlie Kämmerling. Dankeschön. Merci. Merci vielmals. Meine Herrschaften, bedanken wir uns den Charlie Kämmerling mit einer Rakete an die Gewehre, Kommando 1, 2, 3, ja, Kommando 1, 2, 3, ja, Kommando 1, 2, 3, oho. Schön. Ach, da kommen die Jungen wieder. Nee. Ihr seid doch unermüdlich mit ihrem armseligen Korn. Ja, von wegen armselig. Du wirst doch froh, wenn du so eine klasse Sache hättest. Man ist so dicker Bestküsse wie Roland Koch in das Jugendcamp, ja? Michel, meinst du nicht, du jüngst deine Lücke mit dem dauernden Allah für Blubber schwer auf der Senkel? Jetzt bringt ihr nur eure Winter und dann aber raus. Ja. Der Winter. Eis und Sturm kühlt wie ein Wald.
und der Fuhrpark streuet Salz. Die Leute sind der Kälte satt. Die Nonne ist froh, dass sie einen Mantel hat. Überall auf den Tannenspitzen sieht man hungrige Müschen sitzen. Komm doch mal rüber, mein Dirn, Christen Birn. Meinst du mich? Och, Röschen, ich hab keine Lust mehr. Wieso? Vom Schwade dummer de Backe wie. Ich mach jetzt den Schluss. Ruhe bitte. Ja. Oh, das ist die Zeit des Zitterns, emsigen Wacholderzwitscherns. Öfters fällt man auf den Hintern, es tut Wintern. Meine lieben Karnevalsfreunde, stelle ich jetzt das Dichterfürstenpaar hier für. Et Röschen ist et Steffi Brands. Dazu passend das Kürbischen Renate Fesen. Wir wollen uns bedanken im Ausruf. Renate Fesen, Steffi Brands. Dreimal von Herzen. Kölle! Kölle! Und Kölle! Und Klaschwach. Deutsche Junge, in den Haaren, Jutze Lunge. Ja, wenn ihr Theater zwischenfunken darf, liebe Freunde vom Kölscher Rosenmann, das doch. Uns diesjährig Motto hier in Knollendorf heisst ja Fastelavond, Kot und Jod. Wir hoffen, dass das für den Rosenmann das doch hier hinter mir nicht so trifft. Und wie ihr gemerkt habt, trifft das doch nicht auf der Schäl so, wenn der ein Nummer nach der andere über die Pritz-Beigener Saalerin wirft, als wenn ein Prinz Karneval wird. Nur wenn uns einer auf der Hungshofe vom Schälsingen Fifi zeigt und fragt, was soll das sein? Dann säht der Axel zuckend Kot und Jod. Und von der Schlagfertigkeit sind die ganze Moderationen mitsamt dem Ingangs-Couplet alles selber geschrieben und ich persönlich präsentiert von unserem Präsideurs Peter Ulrich. Jawohl. Ja, schön. Ey, weißt du noch, für 40 Jahre, die Jahren 46. Ja, Jung, das waren noch Ziege. Und nicht die Musik, die war mir viel lieber wie Beethoven. Ach, hör mal auf mit Beethoven. Klasse Frisur, aber drüss Musik. Nee, lieber Stones, Kings, Creedence, Clearwater, Beatles!
Jack, du! Du schwarz an einem Stück. Du Jack, bist mich total verrückt. Du Jack. Hey, Huck. Also ich war ja Stones-Fan. Entweder man war Beatles-Fan oder Stones-Fan. So wie Kölsch oder Altbier. Die sich nicht zwischen Beatles und Stones entscheiden konnte. Das waren die Individualisten. Die stunden auf Kings. Ray Davis. Handy, was will ich ohne Handy? Aufgefragte Dandy. Wo ich ja nun stand, ist der Klingelton. Und jeder zweite Arsch hätte das Ding an der neue Barsch. Handy. Mit Handy stand sie an jeder Eck. Sind wichtig bei dem Gelaber, weißt du, Jack. Und helft mal, ins der Press, schick mal SMS. Nicole und Chantal haben die Kamera, Handy in der Hand. Der Kevin geht mit seinem neuen iPhone angerannt. Oh, Handy, ich bin jetzt gerade um Heimat. Und ich war ja am Heimat. Sag, und wo bist du jetzt? Bist in der Julde Spitz. Was ist du, Jeckenditz? Du stehst ja neben mir. Ich kriege nicht Erde dir. Da steht der neben mir. Jetzt koche ich ein Bier. Halt. Beach Boys hatte man noch nicht. Sonne, Sand und Meer, California Girls. Okay, Beach Boys waren jetzt für Mädchen und Softies. Aber gut. Was wenn wir ohne Computer, der hält uns fast im Griff. Ja, sowas tut er in uns Leber in Griff. Mit Online-Banking überwiesen Geld am Datenhighway, jüngste drunter der Welt. Im Internet da geht alles, meist so frei wie noch nie. Neonazis, Terroristen, Kinderpornografie. Doch Cyberspace ist das Schöne, im Chatroom ist es zu nett. All dauernd verdienen, surf im Internet. All dauernd verdienen, surf im Internet. Und 60 ist die Parole, wer einmal mit derselben Band gehört, schon zum Establishment. Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Damals hieß es Love and Peace. Ja, heute heißt es, mein Leben hier ist Biers. Weißt du noch, 68 haben wir mit der Kreitler einen auf Easy Rider gemacht. Ja, und was machen wir heute? Ein Schiffstour. Ich kenn einen Becher Fingeronkel, da jedes Wink vom Ring, der schmecke so fink. Hör dir das ihr Munkel, ma fahre jetzt nur Onkel und komme mal zurück, es ist sicher all dunkel. Aloha, ahoi, Heidewitzka, Onkel ist schöner wie Ibiza. Ein Ringtour,
am Ring mit Müllemer Bötchen. Wir singen all die alten Lieder, einmal am Rhein, Wein und Mächtelein. Die Lieder kennt doch jeder, die muss man immer singen. Von Koblenz, Bad Rüdesheim bis Bingen. Aloha, Ahoi, Heidewitzka. Bingen ist schöner wie Ibiza. Ein Ringtour, Ringtour, Ringtour. Am Ring mit Müllemer Bötchen. Ein Ringtour, Ringtour, Ringtour. Da blasen wir und trätschen. Von Walter Öpen. Ihr Summe von Walter Öpen und Jupp Schümmer. Liebe Karnevalsfreunde, euer Applaus wird jetzt übergehen in eine Rakete an die Gewehre. Kommando 1, 2, 3, Kommando 1, 2, 3. Da war der Öpfel der Jupp Schönberg, Streimer von 18. Kölle! Kölle! Und Kölle! Und Abmarsch bitte. Fastelavondsfreunde, ich kann das vom Fenster zuhören. Bald ist sie da und dann sind wir alle Male vor lauter Freude aus dem Häuschen. Ich will mich zum Jahresschluss bei euch alle Male noch bedanken. Ihr wart das beste Publikum des heutigen Abends. Ihr habt viel gelacht, geschunkelt und gesungen. Das war wunderbar und hat euch gut geklungen. Die gute Session dieses Jahr ist ja jetzt ganz seltenes. Aber das passt ja bei uns. Wir alle sind ja auch jetzt ganz seltenes, ne? Wir sind Kölsche Menschen und Junge und unseren Fasten kriegt keinen Teufel klein. Wir sind auch froh, dass wir nicht betroffen sind. Und rufen den letzten Mal für den Abend noch als guten Jahr durch. Aber als herrliche Vaterstadt und als wunderschöne Muttersprache. Dreimal von Herzen. Köln! Und Köln! Und Köln!